Voller Mut und Tatendrang geht's weiter hier bei Legend of Zelda, Link Between Worlds. Oh yes, Mann, wir haben das rote Master-Schwert, wir haben den Hylia-Schild, was jetzt noch fehlt, ist irgendwie etwas, was uns auch ein bisschen schützt. Ich meine, der Hylia-Schild ist ja schön und gut, aber wir kriegen trotz allem noch ein bisschen zu viel Schaden ab. Nun ja, nun ja. Wir mal aber ganz zuvor noch gucken, ob wir hier bei Ravio nicht doch ein neues Item kriegen könnten. Eventuell. Kleiner Held, Mann, der Gegenstand hat so lange was Intro zurückgegeben. Ah, der Sandstab. Perfekto. Das kann so toll sein, ja? Ja, ist gut. Direkt mal. Das ist halt so ein Sandstab, ja? Ausleihen kostet 50, kaufen 800. Okay, gleich mal gekauft. War man wie so sicher? Na, Logo. Der Sandstab. Geil. Damit, Freunde, können wir bald schon mal den übernächsten Tempel ansteuern. Denn ich habe mir so überlegt, so als nächster Tempel wäre wohl der Sumpfpalast etwas. Der ist direkt unter uns, da links unten wäre irgendwie der Wüstentempel. Aber egal. Bums! Ja, Tschüssikowski. Ich überlege gerade etwas. Ich höre was. Ein Maimai ist irgendwo. Ich weiß was wo. Ah, guck mal. Oh, das wird schon richtig zup. Eine versteckte Höhle. Sieh es mal an. Ich überlege gerade was anderes. Wo ist denn jetzt hier Maimai? Hallo? Da ist es ja. Seltsam. Ich dachte, ich hätte irgendwie schon. Oder was anderes? Ja, bringen Sie mal Maimai, schon klar. Aber ich dachte, er hätte doch irgendwo hier unten schon mal so eins gefunden. Gekriegt. Das ist ein Herzteil, okay. Ja, so viel los. Wir wachen noch gar nicht. Sieht fast so aus, wa? 2 versteckte Höhlen. Na, guck dir das mal eine an. Okay, eine Feenquelle, auch nicht schlecht. Habe ich überall noch genug. Der kommt hier runter. Haben wir hier unten alle Stäbe. Sehr schön. Feuerstab, Eisstab, Tornadostab, Sandstab. Cool, falsch. So, richtig. So, jetzt aber. Fürs erste Mal so, wir haben den Superhammer. Gut, ein Bumerang. Alter. Alle sind noch geliehen oder super. Naja. Und da sind die blöden Raben, die nerven auch. Und wie. Was, tut mir leid, das ist meine Schuld, entschuldige bitte. Hä? Was denn das? Servus. Wer bist du? Meine Frau hat geschickt, um mich zurückzuholen. Wie hast du mich eigentlich hier gefunden? Ich hatte den Eingang doch so gut getarnt. Naja, Bomben. Was, bist du nicht gekommen, um mich nach Hause zu holen? Nö, ich dachte eigentlich, wir wären ein Herz oder so etwas, aber scheinbar ja doch, leider nicht. Was hat was mir zu helfen? Bist du ein klar denkender Mensch? Denke mal schon. Ach, ich mal. Mir gehörte dieser Laden Kakriko. Eines Tages will mein Angebot des Straßenhändlers nehmen dann etwas auf. Verkauft einen Apfel, der angeblich klar denken lässt, wenn man ihn isst. Hä? Ein Apfel? Klingt mir ja noch ein bisschen nach Drogen. Das klang so reizvoll, da habe ich das Geld aus der Kasse genommen und ihm den Apfel abgekauft. So einen Apfel würdest du doch auch gerne haben wollen, oder etwa nicht? Eher weniger. Scheint wirklich sehr klar zu denken. Dieser Apfel, ich habe ihn gegessen und nach ein paar Stunden setzte die Wirkung ein. Schreckliche Schmerzen. Stunden auf dem Klo. Reden wir nicht weiter davon. Ja, es kann es geben. Lass mich raten, wir waren ein bisschen verfault. Am nächsten Morgen geschah es. Mein Magen ist wieder gut, also wieder ganz normal. Eigentlich ist alles am besten, wenn es ganz normal ist, dachte ich mir. Verstehst du? Meine Gedanken waren plötzlich klar. Ich hatte eine große Einsicht gewonnen. Die wäre, dass du nicht mehr einfach so einen Apfel kaufen sollst. Aber als meine Frau davon erfuhr, wurde sie fuchsteufelswild. Ihre Gedanken waren absolut nicht klar. Sie warf mir einen Kopf, ich hätte mich reinlegen lassen. Stundenlang macht sie mir die Hölle heiß. Das ist der Grund, warum ich mich hier versteckt habe. Willst du auch, dass ich mich habe in den Tisch ziehen lassen? Na, Logo. Muss ich's doch. Klar denkt der Mensch wohl ja nie die Fassung, was? Vielleicht auch nicht. Bis meine bessere Hälfte etwas beruhigt hat, kriege ich mich keine Empfehlung nach Hause. Nur dumm, dass du mein Versteck entdeckt hast. Am besten verziehe ich mich in ein Verlies. Was ist Itemhändler weiß ich aber natürlich, dass man nicht ohne Fluchtfrucht in ein Verlies gehen sollte. Kannst du mir einen bringen? Das wäre eine Rettung. Hier bitte. Du hast eine Fluchtfrucht. Kannst du mir die Fluchtfrucht bitte überlassen? Alter, was denn? Fluchtfrucht. Das müssen wir 10 ineinander sagen, Freunde. Fluchtfrucht. Hilfe. Danke, 1000 Dank. Bitte lass mich dir im Gegenzug das hier geben. 100 Rubine, naja.
Es war auch kein Verlies mehr zu fürchten. Nun, warum zittert meine Stimme denn so? Anscheinend war es doch keine Fluchtfrucht, die mir gefehlt hat, sondern der Mut. Naja, dem auch sei. Kein Wort zu meiner Frau, ja? Ich wüsste nicht mal, wer seine Frau wäre, von dem her. Kein Problem, kein Problem. So, eine Fluchtfrucht weniger, 5 Rubine mehr. Naja. Ist ja nicht schlecht. Ist hier noch ein Portal? Tatsächlich, ups, nein, ich will doch gar nicht. Verflixen zugenäht. Na egal, sind wir halt hier. Hier hat sie, glaube ich, nichts mehr. Was ist denn hier in der Höhle? Ist das... Ah, das ist hier! Die haben Diebes versteckt. Du, der mir geholfen hat zu entkommen? Logo, nennst du dich an mich? Der mit der Maske ja weniger. Mein Hals aber Kopf aus dem Dorf abgehauen. Ich habe genug von dem ganzen Pack. Kann ich verstehen. Du hast mir damals erst Apache geholfen. Also gut, den Inhalt dieser Kiste kannst du haben. Ist gestohlen, aber lass uns da mal ein Auge zurück. Na, ich bin halt ein Diebin, was soll ich machen? Dann bin ich ein Mitdieber. Also, Mitwisser meine ich. Egal, Rubine, geil. War das ganz für dich, ja? Okay, okay. Freunde, vielleicht noch was auf. Ihr wisst ja noch aus den ersten Parts, von wegen Majoras Maske und so bei uns im Haus. Was mir jetzt gerade wieder so auffällt, ist, dass viele Bewohner hier in Lowell haben ja auch solche Masken auf. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, dass es doch schon bald ein Majoras Mask Remake auf dem 3DS geben wird. Wäre schon irgendwie cool, oder? Und davon wieder ein Let's Play. Ich meine, mir fehlt sowieso noch zu Majoras Mask und Let's Play, von dem her würde es gerade passen. So macht der Profi das. Jetzt nix. Schade. Mann, so aus dem Weg. Und ich will wieder zurück in die lichte Welt, und es fehlt noch ein Upgrade für den Super Sandstab. Wenn 150 Rubine für den nächsten Item zu kaufen. Die Frage ist bloß, wo kriege ich jetzt so schnell 150 Rubine her? Vielleicht dort, vielleicht da oben habe ich irgendwo ein Portal in der Nähe. Das wäre natürlich ganz nice. Eventuell könnte klappen. Versuchen wir es mal, Freunde, mit der Truhe. Oh, ich hoffe, die Ausdauer reicht. Und wie sie reicht. 100. Geil, fehlt noch 50. Gib die Moneten her! Aua! Voll erwischt, ey. Ne, voll reingerasselt. So, fehlt noch 40. Was ist denn hier hinten noch Schönes? Komm schon, kommt raus, kommt raus. Hier nicht den kleinen Mais. Oh ne, lass mich raten, der ist hier drunter. Nein! Wieso denn? Du bist schuld! Kann ich denn hier oben? Aha, natürlich. Mit dem Enterhaken ist es doch gar kein Problem, Freunde. Ich hoffe es zumindest. Gut gezielt. Yeah. Hier unten ist, glaube ich, nichts, wo ich wieder was höre. Was ist denn hier? Hier ist ja auch nichts. Ich kann noch dort drüber. Ja, hier ist irgendwo Mai, aber eben, das müsste da irgendwie ganz doof und einem großen, schweren Felsen sein. Was haben wir hier schon wieder? Noch eine W. Schließ deine Augen und ich heile deine Wunden. Okay, vielen Dank auch. Liebste Fee, so nicht ganz das, was ich eigentlich wollte. Ist ja egal. Hilfe. Mal gucken, was haben wir hier Schönes. Neuer Spalt vielleicht? Yep, ein neuer. Michael, Held von Hyrule. Die Wüste ist ein Ort, in dem Leben nur schwer bestehen kann. Auch hier gibt es einen Tempel. Einer der Weisen muss sich dort befinden. Ich spüre, dass dieser Weise eine besondere Kraft hat. In diesem Gebiet wirst du einen Gegenstand brauchen, mit dem du den Sand beeinflussen kannst. Also mach dich ans Werk, Michael. Die sind die Worte von Hilda von Lowell. Ja, ich weiß. Ich spreche immer gerne von sicher in der dritten Person, was? Ist ja nicht, hey. So, das ist noch ein Mai Weiß, höre ich gerade. Was bist denn du für einer? Servus. Ach, wenn die Klempfer doch noch bei mir, aber sie haben sie alle Monster verwandelt.
Manu, haben wir diese Maske aufgesetzt und singen Monstera, Monstera, Monstera. Das spuckt immer wieder Bomben auf mich, wenn sie runterkommen. Ich brauche ein Schild. Tja, wie ich einen habe. Hier geht's wohl zum Wüstengebiet. Genau. Sagt jemand einen Vogel noch? Ah, hier ist er ja. Ein neuer Wetterhahn zum Aktivieren. Jo, das Spiel speichern. Ganz kurz mal. Wieso eigentlich nicht? Na, wo ist denn jetzt hier ein... Ah, da unten ist er. Jo. Blub. Und das Mai gehört uns. Geil. 50 haben wir bereits. Noch weiteres Item upgraden. Das Herzteil, verdammt. Das war noch ein bisschen spezieller, das da oben. Und hier haben wir auch noch ein paar Portale. Aber das, Freunde, mache ich dann erst ein anderes Mal. Wow. Wobei, ich könnte ganz theoretisch... Ja. Versuchen wir es mal, vielleicht bringt es etwas. Ich bezweifle es irgendwie. Nee, bringt nichts. Nein! Ich ruder da hoch. Ja, Scheibenkleister. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wer ich bin? Ach so, das ist hier wieder das mit den Schätzen. Ah, stimmt ja. Überall ist eine Expertin, klar. Aber gibt es meist sowieso nur etwa 100 bis 200 Rubinen zu gewinnen. Ganz ehrlich, da habe ich momentan noch genug Kohle. Hopp, deshalb ganz kurz zurück. Wir gehen nochmal kurz zu Ravio und holen uns noch einen Gegenstand. Und dann sind wir Mai und werden zwei Gegenstände upgraden lassen. Ja. Genau, das ist mein Plan. Ja, Mann, ab geht's. Jetzt geht's vor. Hola, lalalala, lalalala. Ja, wie kann man ein kleiner Held? Ich überlege gerade, ich habe 800 etwas. Nehme ich mir dafür die Bomben? Ein Stapel Enterhaken, ne? Ich nehme mal... Die Bomben. Willst du Bomben? Alles klar, Mann. Kosten 800. Willst du Bomben kaufen? Bist du sicher? Logo. Die Bomben erworben. Geilo. Alter Schwede, ey. Jetzt habe ich 0 Rubine. Das musst du auch erstmal schaffen, im Zelda-Spiel 0 Rubine zu haben. Das kriegst du doch nie so gut hin. Ach ja, Leute, ach ja. Obwohl es das Spiel so schnell durchzocken lässt, trotz allem ist es schon cool. So, mal gucken, ob wir ein Upgrade verschaffen. 2 Upgrades. Ich will 2 Upgrades. Beim Stürmen sehe ich viele Sachen, die ich kann besser machen. Na, komm schon, du wirst nichts bereuen. Ich weiß, jetzt ist ein Sandstab. Einen Sandstab verwandeln, von normal zu super machen? Yo! Also behandeln, zu verwandeln natürlich. Das wäre schön gerein. Blub. Wow, voll wieder Sonnenstab. Geil, Mann. Den brauchen wir ja schon bald, liebe Freunde. Blub. 50. So. Ich will es mit Zaubereien. Reich es mir, da ist ganz kurz die Prozedur. So, Bombe noch. Logo gerne. Hier, lass dir schmecken. Oh, wie lecker Schmecker. Wohl bekomm's. Explosiv. Geil, Mann. So, und jetzt? Schnell verehren Sie meine Racker, doch sie zeigen sich sehr wacker. Hinter Stocken, unter Stein, tief im Nass und ganz allein. Lalalala. Ja, ist ja gut. So. Ganz kurz überlegen, Freunde, wir wollen jetzt zum nächsten Tempel. Zum Sumpfpalast. Dazu müssen wir, glaube ich, noch den Weg frei. Bomben sprengen, machen wir auch immer. Und das machen wir gleich. Lalalala. Ich überlege nur gerade, was da noch so speziell war. Irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Ja, das ist Herzteil noch. Stimmt. Oh, ich hab da was. Ich glaube, ich hab da was. Blub. Boom. Ja, also müsst zugeben, das sah schon sehr verdächtig aus. Was haben wir hier? Ja, auch nicht schlecht. Tschüss, dämliche Schlange. Tschüss, dämliche Schlange. Ah, ein Mai. Ganz fies versteckt hier drin.
Bring es mal Mai. Nö, noch nicht. Erst wenn ich wieder ein paar neue dazu gewonnen habe. So. Tschüss. Tschüss. Monsterhorn kann man immer gut gebrauchen. Jetzt müsste man im Herzteil sein. Doch, komm schon. Oh, Herzteil fällt gerade was auf, Freunde. Nein, ich hab das Ding vergessen. Verflixen Zuge nicht. Den Schnelllauf, also ihr wisst schon, da wo ich halt, ja, Mann. Wo ich halt da so schnell wieder hin und her wollte. Zu Rost verstecken zu hoch. Da muss ich halt zweimal machen. Erst im zweiten Mal gibt es das Herzteil. Stimmt, aber komplett vergessen. Oh. Na egal. Das läuft uns ja nicht davon. Also ich hoffe es zumindest. Wäre sonst schon ziemlich dämlich. Ist nochmal so ein Rieseneicher bereits auf der Karte. Okay. Ganz so gegenseitig an die Trottel. Hier ist nichts mehr. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt ins Schattenreich kommen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Lalalala. Genau, hier. Wobei, in so Fall kann ich jetzt schon machen. Das geht irgendwie. Auch ohne die Titanhandschuhe. Ja, so muss ich eher weniger, denn oben ist das Portal ja. Ich seh's schon. Vor mir hier. So, dann mal ganz kurz hier rein. Und in Lowell noch ganz kurz etwas deichseln, wo ich eine Ahnung habe, was es sein könnte. Ich höre ein Mai. Ah, das ist ja. Im Wasser. Was macht es denn hier? Wupp. Und da haben wir's. Geil. So, wieder zurück. Und gucken, wie es weitergeht. Auf unserer Suche nach der Wahrheit. Gut, dann mal überlegen. Jetzt muss ich doch irgendwie mit Superbomb was machen, wa? Genau, ich brauchte, glaube sogar zweimal, wa? Das war hier ein bisschen übel. Ja, weil es heute eine Empfehlung geben kann, Freunde, wegen den Bomben und so. Wegen der Superbomb natürlich, wegen der Donnerblume der großen. Es wäre vermutlich ratsam, wenn man zuerst mal die Titanhandschuhe holt, weil ihr seht schon, hier war auch wieder das große Teil hier. Und das wäre, also die Mission hier mit der großen Donnerblume wäre wesentlich einfacher und angenehm, wenn ihr, ja, bereits halt die Titanhandschuhe hättet. Und die kriegt man ja im Sumpfpalast, sag ich schon, im Wüstentempel. Aber ich will es jetzt anders machen. Für den Hardcore-Weg, da schaffen wir schon. So, dankeschön. Schon wieder 100 Rubine zusammen. Ja, das geht so schnell. Wenn ich aber die Donnerblume vorhabe, die große zu holen, muss ich einen langen Umweg machen. Wie ihr gerade sehen, natürlich ziemlich viele Herzen einbüßen. Mann! Wie, jetzt ist da noch was? Kannte ich gar nicht mehr. Hier ist scheinbar auch noch irgendwo einer. Lass mich ran, er ist hier unten, wa? Bitte nicht. Bitte sage mir, wo bist du denn so geschwind? Hier sicher nicht. Was haben wir hier Schönes? Ist das... Oh ne, das war der Quatsch. Nö, mache ich nicht, weil das ist mühsam. In den Hühnern runterfliegen und das Herzteil holen, kann lustig sein, kann aber auch bekloppt sein. Je nachdem halt. Die Superbombe. Wo... Da du... So. Ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt schnall ich's, Freunde, wie das so funktionieren sollte. Jetzt kommt gleich der Trixie 10 zum Zuge. So, sprich einmal ganz kurz in die Mauer rein. Blub. Hier außen herum und hier müsste bereits das... Moment mal ganz kurz. Das ist die falsche Richtung. So, rum mit dem Schuh draus. Oh. Jetzt geht's. Blub. Jetzt ist mein Mann gefunden. Yeah. Okay, die Donnerblume, wo waren jetzt die? Ich glaube hier oben, wa?
Genau, also versuchen wir mal ganz kurz noch. Hup. Komm mit mir, alter Freund. So, da ist er auch schon. Bombs away. Alter Schwede, nicht schlecht, wa? So, wieder rein. Und nochmal 100 Rubine, es gibt's nichts. Aber ich sehe etwas anderes noch. Ich hätte ja schon vorhin... Ach, Trottel. Hätte ich auch schon vorhin machen können, Mensch. Und natürlich mit dem Enterhaken ganz geschwind mich zur Truhe hinziehen. Oder beziehungsweise natürlich zum Holzpflock. Und von dem her dann die Truhe öffnen. Das muss theoretisch funktionieren. Ja, natürlich nicht. Aber so. Nochmal 100 Rubine. Tja, und so schnell wird man reich, Freunde. So schnell kann es gehen. So, jetzt müssen wir erst noch einen Tempel aufmachen, Freunde. Und das machen wir wieder im nächsten Part. Hier bei A Link Between Worlds. Und uns dann... Wow! Treffen wir sogar hier drin. Du Arschmann. So, bringen wir hier ein bisschen in Sicherheit und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei A Link Between Worlds. Auf der Suche nach vielen kleinen Mai-Mais und natürlich nach dem Gegenstand im nächsten Tempel, sprich dem Sumpfpalast. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.